Ja, heute geht's einmal los. Heute will ich euch den alten Klassiker zeigen, eine süßliche Variante von der Haferflockensuppe als von Uromas Zeiten. Und ich kann jetzt schon sagen, das schmeckt mega geil. Wir gehen dann in die Küche rüber und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Einen wunderschönen guten Morgen. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei der Janka Filmschmiede. Heute gibt es den süßen Klassiker von der Haferflockensuppe. Habe ich versprochen bei der deftigen Variante, dass ich euch die süßliche Variante zeige. Und das ist die mega geile Suppe, die es zur Uromas Zeiten schon gegeben hat. Meine Oma hat die ganz gern gemacht und wir als Kinder haben es auch wirklich gern gegessen. Die Haferflockensuppe, die süßliche Variante. Wir brauchen gar nicht so viel Zutaten. Wir brauchen ganz einfach nur wir brauchen 25 Gramm Zucker. In diesem Fall nehme ich den Birkenzucker Xylit. Wer normalen Zucker mag, kann normalen hernehmen. Wir brauchen etwas Butter, ja 15 Gramm, 20 Gramm. 20 Gramm Haferflocken. Dann brauchen wir 500 Milliliter Milch und einen kleinen Topf wieder. Also viel brauchen wir nicht. Zum Schluss kann auch jemand, wer mag, ja, Zimt-Zucker-Mischung drüber streuen. Das ist diese hier. Und ich würde sagen, ich lege jetzt gleich los. Jetzt brauchen wir die 500 Milliliter Milch. Die werden wir jetzt erhitzen. Ja, ich habe schon erwähnt beim letzten Video, ich liebe Haferflockensuppe und viele verteufeln es, weil sie es als Kinder essen müssen haben. Aber die süßliche Variante, ich sage es euch gleich, die schmeckt mega geil und ich kann es nur jedem empfehlen. Macht es einfach einmal nach, weil das ist wirklich, Haferflocken sind sehr gesund und wer sagt, ich mag einmal anstatt der Milchreis oder Grießbrei sowas, macht es einfach noch, das ist mega geil. Ich habe mich halt komplett umgestellt, wir essen ja schon länger den Xylitzucker, also den Birkenzucker und den Kristallzucker, den normalen, den lassen wir so gut wie möglich weg. Vielleicht nur noch bei ausgefallenen Kuchen oder was. Aber ansonsten nur noch Xylit. Ich tue mal im Kaffee so einen Teelöffel Xylitzucker rein, schmeckt mega geil und greift da die Zähne nicht zu. Also wie gesagt, ich lasse jetzt die Milch da ein bisschen aufkochen. Dann gebe ich schon die Haferflocken mit dazu, lasse die 10 Minuten ausquellen und dann nach Belieben den Zucker rein, eine Prise Salz rein und dann lassen wir es uns schmecken. Aber wie gesagt, jetzt zeige ich euch das nochmal. Mit Butter wird es natürlich noch ein bisschen verfeinert und dann passt es perfekt. Wichtig ist ab und zu natürlich mal ein bisschen umrühren, nicht dass die Milch anbrennt. Ja, jetzt fängt die Suppe schon die Milch schon langsam zum Kochen an, da müssen wir jetzt aufpassen. Eigentlich muss man es nicht ganz aufkochen, also wenn es so zum Schäumen anfängt, kann man die auch schon zugeben. Also ich gebe die jetzt schon zu. Die rühren wir jetzt rein. Und jetzt tue ich von Stufe 9 die Hitze reduzieren auf Stufe 6. Und da lassen wir es jetzt einmal so 10 Minuten, würde ich sagen, leicht köcheln, also nicht zu stark, damit die Haferflocken da schön aufquellen können. Der Duft ist jetzt schon herrlich, das riecht so richtig lecker nach Haferflocken und dann die Milch. Ist jetzt schon ein Wahnsinnsgeruch und ich kann es auch nur versprechen, das schmeckt gut. Man kann das auch mit Vanillearoma noch ein bisschen verfeinern. Wer Lust hat, kann ein bisschen Vanillenzucker rein tun. Ich tue nur den Birkenzucker rein und zum Schluss etwas Birkenzucker-Zimtmischung drüber streuen und fertig ist die Suppe. Und ich kann nur sagen, schmeckt einfach nur geil.
Der Arbeitsaufwand ist ungefähr 15 Minuten und dann ist die Suppe fertig. Und wenn man die so einmal in der Woche isst oder zweimal in der Woche, dann tun wir was Gesundes, weil das schmeckt wirklich geil. Und wer auf Milch komplett verzichten will, kann auch Mandelmilch nehmen, geht genauso gut, habe ich auch schon probiert. Oder Sojamilch, aber das ist dann Geschmackssache, also hier gibt es keine Grenzen. So ungefähr nach 5 Minuten gebe ich dann den Zucker hinzu. Und da ich den Geschmack vor dem Zimt liebe, tue ich da jetzt auch schon einen Teelöffel mit drunter. Oh, der Duft ist der Wahnsinn. Gut, dann lassen wir es noch bei 5 Minuten auf der Stufe 4 ziehen. So, die 10 Minuten sind jetzt rum. Das hat wirklich sehr gut durchgezogen. Jetzt drehe ich den Herd komplett ab. Und jetzt rühren wir die Butter runter. Lassen wir es zerschmelzen. Und das gibt dann so ja, richtig den Geschmack. So, die Suppe ist fertig. Hat eine richtig schöne Konsistenz und der Duft ist der absolute Wahnsinn. So, die Haferflockensuppe ist jetzt fertig und wir lassen es jetzt schmecken. Ein bisschen Zucker-Zimt-Mischung drüber und ich kann sagen, die schmeckt einfach bombastisch lecker. Haferflockensuppen, sehr gesund. Wer mag, kann auch anstatt des Zuckers ein bisschen Honig rein tun oder Agavendicksaft. Bleibt euch überlassen. Also ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und danke nochmal fürs Zuschauen. Macht es unbedingt einmal noch. Die süßliche Variante Haferflockensuppe schmeckt ausgezeichnet lecker und jetzt in der kalten Jahreszeit auch sehr gut und vor allem sehr gesund. Ein kleiner Tipp noch am Rande, anstatt des Zuckers kann man natürlich auch Agavendicksaft hernehmen oder Honig, bleibt jedem selbst überlassen. Oder wenn einer will, gar nicht süßen, geht auch. Mir schmeckt es so mit dem Xylitzucker. Also wie gesagt, probiert es aus. Danke nochmal fürs Zuschauen. Auf einen Daumen nach oben würde mich freuen. Und wer den Kanal gerne abonnieren will, macht es bitte jetzt. Und die Abo-Glocke drücken nicht vergessen. Somit bleibt ihr immer wieder am Laufenden und ich würde mich freuen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video und irgendwas fällt mir schon wieder ein. Also habe ich Ehre, macht es gut. Helmut, die Janker Filmschmiede. Bis zum nächsten Video. Also, mega geil. Helmut, da hast du dich wieder übertroffen. Saugeil.